Auf Besuch im Podcasthaus Pumpli in Zusammenarbeit mit der Stiftung Lancahelp. Herzlich willkommen zu der ersten internationalen Folge von Auf Besuch im Podcasthaus. Herzlich willkommen hier im Podcasthaus Heinz. Und zwar international wird es, weil wir haben ganz interessante Themen aus Sri Lanka. Und das geht dann um Lancahelp. Aber zuerst kommen wir auch bei dir jetzt zum persönlichen Teil. Ihr kennt es vielleicht schon, bei Auf Besuch im Podcasthaus bringt der Gast immer Sachen mit und ein, zwei Fragen. Und der Heinz ist ja 1953 geboren im Unterland, in Eschen. Ja. Wir haben beide mal auch im Triesenberg gewohnt, gell? Wie lange bist du dort im Triesenberg? Triesenberg ist rund 1,5-2 Jahre dort. Und dann in Vaduz und jetzt wieder in Ruckell. Also eigentlich aufgegangen nachher in Vaduz, ist klar. Also, es ist so, dass ich nach dem Kindergarten, Triesenberg hat ja keinen Kindergarten gehabt, also während dem Kindergarten bin ich von Winau im Bernbiet Triesenberg raufgekommen. Meine Eltern, also eben geboren zu Eschen. Die Eltern haben in Endler gewohnt, gerade hinter dem Bahnhof. Und dann hat dann mein Vater in Winau, Bernbiet, ein Haus gebaut. Sind die Eltern dort hingezogen. Ich bin dann bis zum Kindergarten sind wir dann dort gewesen. Dann ist die Ehe leider auseinandergegangen. Und meine Mutter ist dann in Triesenberg rauf. Hat dann damals in Rellasting gearbeitet und ist dann aber eben das Problem gewesen, halt mit dem Hin und Her fahrtmässig damals im Postauto noch weniger gefahren als heute und sind dann nachher im 60 glaube oder 61 auf Vaduz runter, am Alvierweg und ich bin dann in der Mitte 2. Klasse nachher nach Vaduz runtergekommen. Von dort aus, von denen weg bin ich eigentlich zu Vaduz gewesen. Und jetzt daheim in Ruckell. Und von Vaduz her kenne ich dich auch. Und bei mir ist es so, ich tue mir immer so einen Dialekt anpassen, wie der Gast redet, so gut ich es kann. Und ich finde es jetzt bei dir auch noch witzig, oder? Ich meine, du hast alles, oder? Du hast Unterland erlebt oder Oberland, Triesenberg und bist aber eigentlich auch, du bist einer, der immer bei der Muttersprache geblieben ist, oder? Da hast du ab und zu ein bisschen Berge zwischendurch in der Schule. Eigentlich schon, ja. Also es ist schwierig, ich weiss nicht, ich habe das einfach nie... es hängt natürlich vielleicht auch noch mit dem zusammen, dass ich nach der Schule dann im 68 noch ein Jahr im Welschen war. Und das hat dann natürlich wieder dazu geführt, weil das war ein Internat mit alles Deutschschweizer, die dort unten eben hätten Französisch lernen in dem einen Jahr. Und dort habe ich natürlich die ganzen Dialekte wieder aufgeschnappt und darum hat es jetzt ein bisschen das Durcheinander. Oder? Es ist nicht alles, es ist nicht echt Berndeutsch, was ja in Winau eigentlich geredet worden wäre, sondern es ist halt ein gutes Gemisch aus der ganzen Schweiz. Oder? Das ist vielleicht dein Vorteil. Wenn du schon das ganze Gemisch drin hast, dann musst du nicht umstellen. Weil, mir passiert es manchmal, also bei auch, letztes Mal ist das in einer Filmproduktion im Triesenberg, auch mit Berger Schauspielern. Und dann war es mal stressig, oder man dann schnell einen Steg etwas aufstellen und so. Und dann abbauen im Triesenberg und dann habe ich auf einmal angefangen zu reden mit denen und denen erklären, was ist. Und dann ein paar ältere Schauspieler haben gerne gewusst, dass ich zum Beispiel im Triesenberg im Kindergarten bin. Und dann haben sie auf einmal gesagt, Anna-Kaja Berger ist und so. Und mir ist es gerne aufgefallen. Haben Sie das schon? Ja. Ja, das ist... Nein, das ist mir natürlich während der Schulzeit und so schon etwa vorgehalten worden, dass ich nicht Liechtensteiner Dialekt kann. Oder? Aber das ist, ja, okay. Ich verstand es wenigstens, weil das ist am Anfang, wenn man als Kind mit Berndeutsch in Triesenberg kommt, ist das sehr schwierig gewesen, die Leute überhaupt zu verstehen. Also, dort hatte ich Mühe gehabt.
am Anfang. Aber meine Mutter auch. Also sie hat dann auch in der Läden drinnen nicht immer alles verstanden, was die Verkäuferin gesagt hat. Und nachher sind wir dann zu Rutz gewesen, gell? Mhm. Und du hast aus dieser Zeit 2 Sachen mitgebracht. Wobei, also das erste, weißt du jetzt gar nicht. Das ist die Winau, Single- das ist Winau. Das ist noch Winau. Winau gewesen, ja. Zeig das mal in die Kamera. Also das ist meine erste Schallplatte, die ich bekommen habe. Milor, Edith Piaf. Der Grund, warum ich die bekommen habe, ist, ich habe das damals als Golf anscheinend können pfeifen, so die Melodie. Und darum hat mir das, ich habe dann auch später noch immer wieder Schallplatten natürlich gehabt und so. Und das ist ja die zum Teil Märchen-Geschichten, Film-Soundtracks und so weiter, habe ich dann etliche auswendig können. Zum Beispiel eine von diesen Platten, die fast durchsichtig gelost worden ist Mary Poppins gewesen. Also der Soundtrack, die Musik, nicht die Story selber. Aber dort habe ich natürlich all die Lieder können mitsingen. Auch ich weiß nicht, ob du noch Mary Poppins kennst, aber Ja, das der ist Film, ja, ja. Film kennst, oder? Da gibt es ja das berühmte Zauberwort. Kannst du es? Nein. Supercalifragilisticexpialidocious. Ist das gewesen? Okay, jetzt habe ich vorher so gross angegeben, gegen mich anpassen und nachschwätzen ist es nicht gewesen. Ich habe nur gesagt, anpassen. Ja, super, du kannst es. Aber dafür, Gegenfrage, kannst du es noch pfeifen? Nein, das traue mir nicht mehr so zu. Okay, 1-1. Aber die tut noch. Ja, die, logisch, die ist in meiner Disco-Sammlung drin. Also die rund 8000 Titel, die ich mitnehme, wenn ich Disco mache, ist die natürlich drin. Die wird allbald wieder einmal gebraucht. Nicht? Zu dem Teil kommen wir später. Zuerst, ich habe die, glaube eigentlich das erste Mal so in Erinnerung jetzt so wahrgenommen, auch im Zusammenhang mit so einer Single. Eigentlich sind wir ja da locker im Podcasthaus und darum könntest du jetzt eigentlich gerade schon nicht nur die Sache, die du mitgebracht hast, sondern auch die Frage, die du mitgebracht hast, mir Aber stellen. welches war denn deine erste gewesen? Die habe ich bei dir geholt und ich habe mir so lange überlegt, wie, wo, was und ich sage jetzt mal Looking for Freedom. Ja, und nachher aber ziemlich schnell Summer of 69. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr euch auch erinnern, wie es dort war im Städtlemarkt. Also ich weiß es noch ganz gut, also am Mittwochnachmittag sind wir dann einmal zu dir und im Ecke hast du so etwas gehabt, wo man hätte können. Was ist das für ein Gerät gewesen? Die Jukebox, also einfach wo ich einfach die wichtigsten Single aus der Hitparade sind da drin gewesen, damit ich sie nicht dauernd haben müssen vorspielen, oder? Weil wir das können einfach hören, oder? Ja, das war mega cool gewesen, oder? Und ich habe mich dann eben entschieden, den David Hasselhoff dort als Erste zu holen und ihr dürft gerne auch kommentieren, also welches eure erste Single war. Und dann später ist das mit den Heftchen gekommen, gell Heinz? Nein, also das Hobby, das ist das damals ein sehr berühmtes Heftchen mit technikaffin, Auto, Modellbau. Es hat sogar Bausätze für Flugzeuge drin gehabt und so weiter, wie man das planen und so weiter. Da ist sehr viel einfach Technik, sehr viel Zukunftsmusik, also auch manchmal noch lustig, wenn ich jemanden durchblättere, was so Sachen drinstehen, wo man heute eigentlich wirklich grinst drüber und sind andere Sachen, wo man sagt, oh, das ist ja auch mal gewesen, gibt es auch nicht mehr. Ich habe damals natürlich schon, also in der Schulzeit eigentlich angefangen, hat das schon sehr früh. Technikspielzeug ist für mich das gewesen. Also mich hat eigentlich Technik immer interessiert. Also ein Spielzeug, wenn ich irgendein Blechspielzeug oder etwas bekommen habe, ist das einmal zuerst auseinandergenommen worden, um zu schauen, wie funktioniert es. Und dann wieder zusammengebaut und dann hat man gespielt damit. Aber mir hat immer alles, es ist auch durchgegangen. Also wenn ich irgendwo auch alte Geräte oder so, wir sind alle mal auseinandergenommen worden, um zu schauen, wie funktioniert es. Also wir wollten wissen, wie funktioniert das Zeug.
Und das hat dann dazu geführt, dass ich natürlich dann sehr viel Spielzeug geflickt habe, vor allem die Nachbarn bei uns rundherum. Wir sind sehr viele Kinder rundherum gewesen, also auch Modelleisenbahnen und so weiter wieder revidiert und zum Laufen gebracht und so. Das ist dann so mein Job gewesen, praktisch von der 3., 4. Klasse weg. Habe ich dann so Sachen gemacht. Ich habe dann in der Ende 4. Klasse, Anfangs 5. Klasse, habe ich dann so einen Elektronikbaukasten geschenkt bekommen. Eine Lego hat es damals schon gegeben, habe ich auch gehabt. Aber was für mich wichtig war, ist der Stockis. Das war dann der Metallbaukasten, also Meccano hat es auch gegeben. Das sind jetzt 2 Konkurrenzprodukte, das deutsche und das Schweizer Stockis. Das Schweizer war aus Aluminiumteilen, der Meccano Metall, also Stahl. Und dort habe ich dann die verrücktesten Konstruktionen gebaut natürlich. Und eben nachher hat es dann einen Elektronikbausatz gegeben. Da hat der Gassner Radio Fernsehen hat damals schon den Laden vorne dran an der Letztstrasse. Sind wir also natürlich immer bei der Führer näuseln und schauen. Und mit dem hat das dann angefangen, dann hat er Elektronikschaltungen gemacht und so weiter. Und Alpot hat natürlich auch einen Kurzschluss produziert und wieder mal etwas in die Luft gelassen. Also ein kleiner Daniel Düsentrieb. Ja, ja gut, den Übernahmen habe ich im Welschen vor allem dann gehabt, ja. Ja. Und schaust du manchmal noch rein in die Heftchen? Ja, eigentlich nicht mehr. Hast du jetzt extra für den Besuch ich habe jetzt extra mal wieder ein paar vorgeholt. Ich habe sie wegwerfen, weil es nützt natürlich nichts mehr. Also wenn jemand Interesse hat daran. Nein, also, so cool. Also ich habe die kompletten Jahrgänge vom 67 oder wann ist es das gewesen? Das ist 65. Vom 65 weg habe ich alle Jahrgänge von dem Heftli, bis es nicht mehr gegeben hat in den 80er Jahren. Und wenn ich das so anschaue, dann kommt mir so Back to the Future. Ist genau. Ein bisschen später gewesen, dann in den 80er, aber jetzt gerade wegen dem Titel da. Berufe ohne Zukunftssorgen, Ausgabe 27. Januar 65. Jetzt schauen wir mal, was da ist. DJ steht nicht drin, zu dem kommen wir noch. Podcaster haben sie noch nicht gewusst. Aber interessant. Supermarktmanager, ja, gibt es einmal noch, oder? Ich habe da nachgeschaut, das ist eine 4-teilige Serie. Eine Serie ist der Ampelmonteur. Verkehrsampelmonteur. Das war auch drin. Ja. Ja, gibt es heute noch. Ja. Oder? Ja. Und ist sicher kein allzu schlecht bezahlter Job, weil die muss man immer flicken. Also sie haben da so es war ein Heftchen, wo einfach wirklich Fokus auf Technik war und das hat mich sehr interessiert. Auf das Heftchen gekommen, eigentlich bin ich aufgrund von einem Nachbar bei mir. Und zwar über uns im Block, wo wir gewohnt haben, Tal 4 Weg 8. Damals noch Letztstrasse 175 oder 175 ist das gewesen. Da war der Graf Heinrich Georg von Stamer zu Silum gewesen. Graf von Silum. Eine sehr wichtige Persönlichkeit in der Liechtensteiner Geschichte. Also für den könnte man allein schon eine ganze Sendung machen. Und er war auch so ein Technikfreak und hat mich dann gesehen, wenn ich mit meinen verschiedenen Basteleien am Üben war und hat dann erzählt, er hat da Heftchen, soll doch mal raufkommen. Und dann hat er mir erzählt von ihm, also er ist im Ersten Weltkrieg schon die ersten Flüger geflogen. Hat im Zweiten Weltkrieg, dann war er Diplomat in China und Japan und hat da viel zu erzählen gehabt und hat sich eben auch sehr für Technik interessiert. Wir sind dann nachmittagelang zusammengehockt und haben über all mögliche technische Zukunftsmöglichkeiten philosophiert. Und das ist für mich natürlich auch hochinteressant gewesen, oder? Aber es ist für mich eigentlich von Anfang an immer klar gewesen, was ich will machen, ist Technik, oder? Und dann machen wir jetzt nochmal einen Zeitsprung zum 3. Gegenstand, den du mitgebracht hast. Dort ist es dann aber nicht nur um Technik gegangen. Da, der Plastiksack, den kenne ich auch noch ganz gut. Ja, das ist natürlich für viele so ein Ding. Oder? Das ist das Logo. Das erste Mal, also nur der innere Teil von dem Logo
ist ja da auf der Platte drauf. Ich habe natürlich alle meine Platten müssen stempeln damals, damit sie ja bei mir im Repertoire geblieben sind. Das ist während der Stifte, wo ich ja beim Norbert Gassner gemacht habe, Radio-Fernsehtechniker gelernt dort, hat mir dann junge, also damals auch mit uns immer, wir haben immer so auf St. Gallen aber nicht die Schule, und die ist jede Woche einmal auch mitgefahren, und dann hat sie mich gefragt, du machst doch so etwas, da kannst du mir noch etwas machen, ich will da ein schönes Signet haben, der 70er Jahre, Flower Power. Und sie hat mir dann eben das Signet gezeichnet, das ist von Grabs dann, glaube ich, oder von Gams. Und das ist dann eben mein Signet geworden, zuerst für die Diskothek alleine, also ich habe ja angefangen, habe ich dort mit der Diskothek mit Treff. Und dann nachher ist es dann natürlich auch für einen Laden gebraucht worden, und dann ist dann der Ring rundherum gekommen mit entsprechenden zusätzlichen, eben mit dem ganzen Drum und Dran. Ja, jetzt haben wir schon fast 2 Probleme, Heinz. Wir hätten eigentlich das Thema Graf, wo wir könnten einen ganzen Podcast machen. Zum Treff vielleicht sogar 2. Ja, also, so schlimm ist es nicht. So schlimm ist es nicht. Wir machen jetzt noch zum Abschluss vom persönlichen Teil noch Zeitreise, weil du ja da angefangen hast, auch in der Disco-Zeiten, und das machst du immer noch. Und dann kommen wir zu unserem Hauptthema, Lanka Help. Und zwar hast du uns da ein Foto mitgebracht. Das ist wo, Heinz? Das ist am 15.09., also das war mein Geburtstag, im 19, glaube ich. Und zwar das Vaduzerhaus Mobil. Das ist ja damals, bevor das Vaduzerhaus gemacht wurde, hat man so einen Versuchsballon gemacht, ich glaube 2-3 Wochen lang auf der Parkhalle oben. Und dort habe ich an dem Abend habe ich da Diskothek gemacht mit der ganzen Clique. Und ist dann eben zu einer ziemlich intensiven Party geworden in dem Ding drin. Also 3 Plattenspieler hast du da? Ich arbeite eigentlich, früher waren es noch 2 gewesen, aber seit langer Zeit arbeite ich mit 3. Und zwar aus dem Grund, dass ich schneller reagieren kann. Heute mit der digitalen Technologie ist kein Problem, aber da ist einfach so, dass ich immer etwa eine Platte in Reserve habe, dass wenn mir jetzt aus irgendeinem Grund der Titel gerade nicht reinpasst, dass ich dann etwas anderes drauflegen kann. Oder? Okay. Und das ist jetzt eine neuere, das ist, im Hintergrund sieht man da dann schon die digitale Version von der Diskothek, wo ich also heute fahre doppelt, also was halt nach 1994 als Musik rausgekommen ist, kann ich nicht mehr auf Single haben, weil dann war es fertig mit diesen Vinyl-Single. Und das habe ich dann halt auf dem Computer. Ja, was gibt dir denn das? So die DJ-Auftritt persönlich? Ja, es ist halt einfach immer eine Gaudi. Es macht Spass. Ich kommuniziere natürlich gerne mit Leuten, das ist klar. Und auch der Laden, den ich dazu gemacht habe, hat mir das sehr gefällt nachher. Es ist eben mal, dass die Leute Spass haben, Wünsche erfüllen. Das ist sowieso das Motto immer, wenn ich Diskothek mache. Wünschen ist wünschenswert. Oder? Also, ich versuche möglichst die Musik zu spielen, die Leute wollen. Oder? Und das ist, führt natürlich dazu, dass dann immer wieder Fragen kommen, du weißt, wir haben doch noch, dort gibt es doch noch und so weiter. Und dann geht es dann los mit noch die ganz verrückten Sachen suchen. Oder? Und in dieser Sammlung von Singeli hat es natürlich sehr viel, auch das Verbrechen auf Schallplatte, mit ganz speziellen oder komischen Sachen. Ich habe natürlich sehr viel auch Liechtensteiner Künstler von anno dazumal. Oder? Die berühmtesten natürlich die Lightstones oder so. Oder? Da gibt es natürlich noch viel, wo irgendwo mal auch Dresdner, zum Beispiel Biggie Bachmann, wo damals Platten gemacht hat, und damals war es noch nicht so einfach gewesen, etwas Eigenes zu machen. Da hat es noch Geld gekostet und ist aufwendig gewesen. Oder? Heute ist es ja keine Sache mehr, um so etwas zu machen. Oder? Aber jetzt habe ich nochmal eine persönliche Frage zum Thema DJ. Vielleicht, also wahrscheinlich zu den ältesten DJs bei uns umeinander gehörst, oder? Also die älteste kann ich glaube sagen, ja. Okay, aber dann vielleicht sogar auch einer der Jüngsten, der so angefangen hat. Wo hast du eigentlich angefangen? Oh, ja, also angefangen hat das eigentlich
Also wirklich die ganz große Musik und vor allem eben auch moderne Musikbegeisterung hat im 68 eben mit dem ganzen eben Welschen angefangen natürlich auch. Und dann, als ich vom Welschen zurückgekommen bin, ist dann natürlich damals der Wolf Kellner noch im 69, ist noch der Wolf Disco Kellner noch gewesen. Und das sind so Dinge, so Plätze gewesen, die einen magisch angezogen haben, alle Jungen. Aber das hat Geld gekostet für den Eintritt und so weiter. Und dann habe ich dann halt überlegt, okay, das Geld habe ich nicht. Ich habe ja immer teure Hobby gehabt, also das heisst, ich habe immer arbeiten. Auch während der Schulzeit habe ich immer irgendwo gearbeitet, eben auch meine Transistoren, die ich aber in die Luft gelassen habe, ich halt beim Gassner vorne dann Kassettengeräte gereinigt und gepflegt und so und für das dann wieder mal einen Transistor bekommen. Und so ist das, habe ich eigentlich immer etwas zu tun und habe dann gefunden, ja, jetzt müssen wir mal schauen und habe dann dort probiert, eben, ja, wie kommt man, am Sonntagnachmittag ist es ja noch eigentlich, hat es Catering gekostet, aber das Cola war auch gleich teuer gewesen. Und dann bin ich dann irgendwie, wie es genau gegangen ist, weiß ich nicht, aber halt zu dem Job gekommen, um die Lichtorgel zu bedienen. Also Lichtorgel ist maßlos übertrieben, das sind einfach 6 Schalter an der Wand und dort hat man drauf gedrückt und dann hat es blinkt. Sehr rudimentär. Aber grundsätzlich ist das billiger gewesen, als wenn du eine richtige Lichtorgel hat es damals schon gegeben. Also das ist die erste Lichtorgel hat es gegeben. Das sind aber eigentlich nichts anderes als Audioverstärker gewesen, wo ein Lichtchen anstatt einem Lautsprecher hinten dran war und die hat dann so geflackert. Aber das hat viel Geld gekostet. Also ist es billiger gewesen. Man hat mir 2 Gratis-Cola am Nachmittag gegeben und einen Gratis-Eintritt und dann habe ich dort blinkt. Über die Lichtorgel zum DJ-Pult, aber das ist eben noch mit so Colas und so, das gilt jetzt für mich auch noch nicht als Gage. Wann hast du denn das erste Mal Geld verdient als DJ? Das war im Silvester 71. Dort hat mich der Wirt vom Restaurant im Unterland unten in Nendle engagiert für eine Silvesterparty. Meine Anlage war damals schon gross und schwer gewesen. Und dann haben wir dort runtergefugt und haben dort unten Musik gemacht. Und nachher, das war mein erster Einsatz mit dieser Portabel-Diskothek, also Mobil-Disco gewesen. Und dann habe ich dann im 72, 73 haben wir dann öfters so Auftritte in Sälen. Es ist dann später noch ein paar Lichter mehr dazugekommen und so. Und dann im 72, nachher im Sommer, habe ich dann von der Gemeinde Vaduz die alte Turnhalle bekommen. Die war eigentlich schon zum Abbruch freigegeben, aber sie ist noch gestanden. Die alte Turnhalle dort und dann mit der Auflage einfach am Wochenende darf sie brauchen, aber am Montag sollte sie wieder sauber sein, weil wir haben noch etwa Leute drin, die etwas wollen. Ich sagte, ja, kein Problem und habe dann dort angefangen, Diskothek zu machen für die Jungen. Also, der Eintritt war dann 2 Franken gewesen. Das Cola hat 1 Franken gekostet, das Bier 2,50 und ich 17. Ja, mit dem Samstagabend mit einer Bar oben drinnen mit professioneller Barmaid. Hat alles funktioniert, aber eben mit 17. Also das war ziemlich neben den Paragraphen gewesen. Aber ich hatte dort das Glück gehabt, ich habe natürlich offiziell angefragt, darf ich, kann ich. Und der Hans-Jakob, der Falk, hat mich dann ein bisschen unterstützt. Es hat noch mehr gegeben, die mich unterstützt haben dort und bin ich natürlich heute noch dankbar dafür. Er hat dann meine Anfrage einfach so lange schubladisiert, wie ich habe gesagt, ich mache das ein halbes Jahr, nachher muss ich hören, bis ich gehört habe und dann ist dann der Bescheid von der Regierung, das geht nicht. Gut, aber eben so eine Silvesterparty hast du noch lange im Programm, gell? Machst du jetzt noch, oder? Ja, das gibt es immer noch etwa, also das ist schon klar. Da sehen wir die nochmal voll. Das ist bei der Leica Herbruck. Ganz eine spezielle Party gewesen, auch. Die haben dort Mitarbeiterfete gemacht, eine grosse. Da habe ich auch Dekorationen liefern, den ganzen Schulungsraum, den sie dort hatten, habe ich in eine Raumstation umbauen mit Aluminium.
Eben, und eine Frage kann ich weglassen, die muss ich nicht fragen, bist du ein Morgenmensch oder ein Nachtmensch? Oder? Gut, jetzt kommen wir aber zum Thema Lankahel. Ja. Da sehen wir gerade deine Frau, Ja. Luisa. Mhm. Ihr zwei machen das seit 37 Jahren. Ja. Und das hat auch zu tun mit euren Söhnen, Felix und Stefan. Jetzt aber, noch vorher hat es ja angefangen, wie du die Luisa kennengelernt hast. Oh, ja, es war ja da wieder Fasnacht gewesen. Wir haben uns an einer Fasnachtsveranstaltung kennengelernt und aus dem ist dann, ja, mehr als 50 Jahre bald sind wir zusammen. Und 7 Jahre nachdem, ungefähr 7 Jahre oder 8 Jahre nachdem wir sie kennengelernt haben, wir dann geheiratet und irgendwann ist dann eben der Wunsch gewesen, wir wollen Kinder. Und haben wir dann festgestellt, dass das nicht funktioniert. Und haben gesagt, ja okay, wie wäre es mit Adoptieren? Haben uns schlau gemacht, rundherum gefragt und ist ja sehr schwierig in Europa, lange Wartelisten und so. Dann heisst ja Rumänien vielleicht und so, aber das ist dann, haben dann gleich ziemlich schnell gemerkt, das ist fast schon illusorisch, weil bis wir an die Reihe kommen von der Listenlänge, sind wir zu alt, dass wir noch dürfen adoptieren. Oder? Und durch das haben wir dann weitergefragt und haben dann eben erfahren, dass über einen heute noch guten Kollegen von mir, der auch zurück wohnt, hat mir dann einen Tipp gegeben, da gibt es in Rapperswil so eine Adoptionsvermittlung für Sri Lanka. Dann sind wir dorthin, haben uns dort schlau gemacht und das ist dann erstaunlich schnell gegangen, weil wir natürlich in der Schweiz geht das ein Jahr, bis du all die Papiere und all die Bewilligungen zusammen hast und die ganzen Sozialberichte etc. Und das haben wir bei uns natürlich innerhalb von 10 Tagen gehabt. Da meine Frau gerade auch zu dieser Zeit noch in der MFK gearbeitet hat und natürlich entsprechend eigentlich nur rundum telefoniert hat, du, ich brauche noch das und das. Oder? Das ist ein riesen Vorteil in diesem kleinen Land, dass natürlich die Wege sehr kurz sind. Oder? Und dann ist das dann schnell gegangen. Und dann haben wir dann kurz vor Weihnachten haben wir den Bescheid bekommen, wir können runter im Januar, es ist da ein Bub, den wir können adoptieren können. Und in Sri Lanka ist die Gesetzeslage so, dass es damals hast du müssen einen Monat lang im Land sein für die verschiedenen Interviews und auch für die Gerichtsverhandlung dann am Schluss, für die Adoption, die gerichtliche. Also sind wir runter und keine Ahnung, was uns da erwartet. Haben dann ich glaube, am 2. oder 3. Tag, nachdem dass wir dort sind wir dann mit der Anwältin, eine spezielle Anwältin für das gehabt, dann haben wir das Baby können anschauen und haben dann die Interview bei der Child Care Probation gehabt, wo dann da wissen, wie viel Geld das wir werden ausgeben für das Kind pro Monat und also so ziemlich Strubi und komische Fragen für uns jetzt zum Teil, oder vor allem, wenn man dann das Verhältnis anschaut gegen unten. Und dann sind Luisa und du in Sri Lanka gewesen, haben einen Haufen so organisatorische Sachen können erledigen. Und wie war denn da der Moment, wo ihr das erste Mal den Felix gesehen habt? Oh, das war sehr speziell. Das war wirklich sehr speziell. Ich meine, unsere Schwangerschaft in dem Sinne ist nicht so lang gegangen wie normalerweise. Wir sind praktisch mit knapp nicht einmal 3 Monaten durchgekommen, bis wir dann gesehen haben. Und das ist natürlich sehr emotional und sehr speziell. Es ist schwierig zu beschreiben. Also es ist schon sehr komisches Gefühl. Und also irgendwie haben wir da gesehen und gewusst, okay, das ist es. Das ist irgendwie so, ist das dann gegangen. Richtig eingefahren, oder? Es ist ziemlich eingefahren, ja. Du hast vorher gesagt, eben über Rapperswil, Sri Lanka, auch das ist
schnell gegangen. Also nicht nur die Begegnung mit dem Felix, jetzt, wie du das beschrieben hast, sondern auch das erste Mal dann in Sri Lanka und wahrscheinlich halt wenig gewusst. Heutzutage kannst du mal im Internet noch etwas schauen und so. Wie habt ihr denn dort das Land kennengelernt? Also eben, wir haben das Glück gehabt, dass wir dann, irgendwie ist es auch, ich weiß nicht, sind es Zufälle oder ist es organisiert, ich weiß es nicht, auf jeden Fall haben wir den Fahrer, der uns vom Flughafen ins Hotel gebracht hat, wieder getroffen einmal in der Stadt und dann hat er uns gefragt, du, wenn der nicht noch das Land anschauen. Ja, okay, das abgemacht und der ist auch mit uns einfach rundum und hat wirklich eben sehr schnell gemerkt, was wir so wollen und wie wir wollen, also nicht die grossen Touristenströme und nicht viele Leute rundum, sondern eher speziell und dann auch wirklich Information. Und er hat das geschafft und hat uns dann an die Orte gebracht, entweder vor dem grossen Touristenrummel oder nachher. Und er hat immer dafür gesorgt, dass wir wirklich kompetente Führer an Ort und Stelle, weil das hätte er nicht dürfen. Er hat eine spezielle Prüfung, er hat nur dürfen uns sonst führen, aber das war geregelt gewesen. An den grossen, berühmten Touristenplätzen wie Sigiriya, Polonnaruwa, Anuradhapura und die berühmten Plätze, dort hat nur offizielle Guides von dem Ding, die dann zertifiziert sind, das dürfen. Und dann hat er immer wirklich dafür gesorgt, dass wir da ganz gute können. Also in den meisten Fällen sind es pensionierte Universitätsprofessoren gewesen. Viele von denen, weil anscheinend haben die keine Pension oder sehr wenig bekommen und haben mit dem noch ein bisschen Geld dazu verdient. Und da kommen wir jetzt auf ein Mitbringsel, das wir da mitgebracht haben. Ja, genau. Und zwar, das ist das. Das ist also die erste, das ist ein sogenanntes Buch. Das mal heben. Ja, das ist ein Buch von, aus einem buddhistischen Tempel sehr wahrscheinlich oder so. Und es sieht ein bisschen älter aus, hm? Ja, also die Ältesten sind wirklich über 2000 Jahre alt. Wie alt das ist, weiß ich nicht. Ich bin auch nicht sicher, ist es eine neuer gemachte Kopie, weil die Technik ist an und für sich sehr simpel. Es ist ein Palmenblatt, das eingeritzt wird und nachher wird die Dusche drüber gestrichen und dann sieht man die Schrift oder die Zeichnungen dazu. Also das ist auch ein bisschen wie ein Bilderbuch? Ja, es ist schon, es muss irgendetwas, ich weiss nicht, woher das genau kommt. Auf jeden Fall habe ich das in einem kleinen Lädeli, eben, wo uns da so ein Professor rundherum hat und uns das Ganze erklärt hat, auch zum Beispiel erklärt hat, dass die singalesische wie die tamilische Schrift alles aus dem Sanskrit kommt, wie auch unsere Schrift, ja, weil das ist ja, die Besiedlung hat ja von oben und unten stattgefunden, also es ist hochinteressant und wie alt das jetzt wirklich ist, weiß ich nicht, müsste man vielleicht einmal herausfinden. Heute dürftest du so etwas natürlich nicht mehr zum Land ausnehmen, das ist verboten, nicht welche Antiquitäten mitzunehmen. Damals hat man sich da noch nicht so darum gekümmert. Und das ist für mich eigentlich eben, stammt wirklich aus dem Jahr, wo wir das erste Mal da unten waren. Das ist für mich ein bisschen eine spezielle Erinnerung. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Und das zeigen wir jetzt dann hier noch ein bisschen genauer, gerne in die Kamera. Und wir haben noch mehr schöne Bilder, um auch mit euch so eine Tour zu machen rund um Sri Lanka. Jetzt bleiben wir aber bei Lanka Help. Ja. Also, dann kann man sagen, das Buch, dann die spezielle Führung, aber hauptsächlich mit dem Felix hat das angefangen, Lanka Help, oder? Und was macht ihr eigentlich da? Das ist jetzt, glaube ja, das ist eine Nachhilfeklasse, also eine Extraklasse, sagen wir dem. Das sind Kinder aus einer Schule, die dann nach der normalen Schule, also am 1 ist die normale Schule fertig, dann kommen die Mittagessen über, dann werden es von externen Lehrern, nicht von den Schullehrern, sondern von den externen Lehrern, also zum Teil einfach gut ausgebildete junge Frauen, die zum Beispiel A-Level gemacht haben oder so,
noch weiter betreut, eine Art wie Aufgabenhilfe und einfach Nachhilfe, dass sie nachkommen. Also die Ideen haben wir nach Corona, weil wir dort gemerkt haben, die Schulen sind praktisch für 1,5-2 Jahre fast zu gewesen, also es ist nichts mehr gegangen. Und dann haben wir gewusst, okay, wir müssen die Kinder nachholen, oder? Weil es hat dann viele, die einfach wirklich weg sind. Und hat sich jetzt aber so bewährt, dass wir das praktisch durchgehend jetzt machen und hilft den Schulen einfach den Level von der Gesamtschule etwas zu erhöhen. Oder? Weil die schlecht sind, kommen dann in die Nachhilfeklasse für ein paar Monate oder so und dann sind sie wieder so auf dem Level wie die anderen auch. Dann gehen sie wieder zurück, kommen sie nicht mehr, dafür kommen andere. Wobei viele natürlich auch wegen dem Essen kommen, weil nur schon das ist einfach wichtig, weil gerade in diesen Teeplantagengebieten und so ist das, was wir als Mittagessen liefern, eines der wichtigsten und eigentlich das einzig richtige Nahrung, die die Kinder bekommen. Sehr viele Kinder sind also zum Teil mangelernährt in diesen Gegenden. Oder? Heisst, das tönt jetzt alles so locker, wenn du das erzählst? Ja, dann haben wir noch das gemacht und noch die Schule und dann das Essen noch. Wie das genau funktioniert, können wir noch ausführlich erklären. Aber da haben wir das nächste Bild. Und zwar sieht man die da mit der Tafel. Das ist auch von den Anfängern. Ja, also das ist im ersten Jahr passiert. Wir sind eben auf Weg nach Sigiriya. Das ist der große Felsen mit dem Königstempel. Oben drauf Millionen von Ziegelsteinen haben sie dort draufgeschleicht, über 100 Meter in die Höhe. Es war absolut erstaunlich, wie das gegangen ist damals. Also diese Zeiten, das ist ja fast 2000 Jahre her. Und dort sind wir an einem kleinen Kindergarten vorbeigefahren, so ein Feld, Reisfeld, irgendwo mit so Lücken und dort ist eine Lehmhütte gestanden und ein paar Kinder. Und Luisa das gesehen, gerufen, halt, Foto. Und das Fahrer hat angehalten, die Kinder haben uns gesehen. Und natürlich sofort gewusst, das ist ein Touristenauto, also gleich auf uns losgerannt. Die Lehrerin hat dann die sofort wieder zurückgepfiffen. Und nichts da. Und ich habe damals die erste kleine Sony Handycam, hat das geheißen, die erste kleine Filmkamera mit der kleineren Kassette, Video 8 Kassette gehabt, und habe das dann gefilmt. Und die haben dann zuerst müssen eben Liedli singen und Sachen machen, einfach, was sie gelernt haben, das zeigt. Und dann nachher in einer Reihe aufstellen. Und bevor wir runter sind, hat uns jemand gesagt, nehmt den Sugus mit. Ein paar Kilo Sugus dabei gehabt, und dann eben hat dann jeder einen Sugus bekommen von diesen Kindern. Und das war für die das Grösste gewesen. Also, weil sie haben ja auch Süßigkeiten, aber die sind einfach nicht so gut und so wertvoll wie die aus dem Ausland kommen. Das ist ja ganz klar. Das ist bei uns ja das Gleiche. Und dann habe ich mir das Hütli dann von innen einmal angeschaut. Das ist einfach ganz eine einfache Lehmhütte, also nur Holz, Äste und so und dann mit Lehm zugeschmiert und ein Dach drauf mit geflochtenen Palmenblättern. Also sehr, sehr einfach. Und dort drinnen ist als Wandtafel so ein grosses Stück Karton schwarz angemalt. Ist die Wandtafel gewesen. Und dann habe ich mit dem Fahrer geredet und habe ihn gefragt, du, was kann man denen nicht eine richtige Wandtafel geben? Und dann habe ich gefunden, weil ich einfach gemerkt, die Lehrerin, die hat etwas ausgestellt, die hat einfach, du hast gemerkt, das ist eine Angefressene. Die ist das mit Lieb und Seele. Und das hast du wirklich gemerkt, die hat sich so eingesetzt. Und das hast du sofort gemerkt. Und dann hat gesagt, ja, da umeinander unmöglich. Aber zu Colombo, der Hauptstadt, kein Problem. Und da haben wir das schnell. Gut, das kein Problem ist, denn nachdem wir wieder in Colombo waren, einen Tag lang umeinander fahren in der ganzen Stadt, bis wir dann wirklich so eine Wandtafel hatten. Relativ, ja. Relativ, oder? Weil, aber eben, da ist sie, oder? Und das habe ich sowieso lernen da unten. Es geht alles, aber ja nicht schnell. Also so viel zu dieser Wandtafel, die ja dann doch verhältnismäßig schnell da war. Ja, da fahren wir erst Kindergarten, einer von 15, oder? Ja. Wo wir haben, oder? Es war natürlich so, wir haben ja die Tafel nicht mehr aufbringen, weil wir dann
heimfliegen wollen mit dem Kleinen und das ist doch immerhin etwa eine Eintagesreise bis dort bist, damals noch fast länger. Und darum haben wir dann die Wandtafeln einfach dem Fahrer in die Finger gedrückt und gesagt, los, wenn du das nächste Mal mit Touristen rufst, bring die Tafel dorthin. Und 4 Jahre später haben wir ja dann den Stefan adoptiert und dann sind wir natürlich wieder in die Gegend gefahren mit dem Felix zusammen und das anschauen und haben den Kindergarten gesucht, haben ihn dann nach längerem Suchen auch wieder gefunden. Und die Wandtafel ist dann noch dort gewesen, im Haus der Eltern von dieser Lehrerin verpackt und jeden Tag gebraucht wurde, aber nachher wieder versorgt. Das war ihr grösster Besitz, den sie hatten. Und die ist immer wieder, also man sieht, die ist sehr viel gebraucht und man sieht das auch an, die ist wirklich gebraucht worden, aber jeden Abend in Plastik eingepackt und ins Haus hinein versorgt und gesichert. Das ist ein neues Foto, gell? Das ist ein neues Foto, das ist von diesem Jahr. 37 Jahre. Ja. Wow. Und das im tropischen Klima. Also das ist das ist die rechts, ist die Lehrerin, die erste. Die Mutter von der links, das ist die jetzige Lehrerin dort. Also die Mutter hilft immer noch aus, aber das ist ihre Tochter, die hat ebenfalls Kindergartenlehrerin gelernt und das Kleine dort ist die Tochter, also die 3. Generation dann. Ja, so schön. Und auf die Wandtafel wird immer noch so gut geschaut? Es wird immer noch, sie ist auf der Seite, einfach, sie ist im Lagerraum drin, aber sie wird nicht mehr gebraucht. Unterdessen haben sie Whiteboard und arbeiten natürlich auch mit moderneren Sachen. Also gerade die Kindergärten jetzt bei uns merke ich immer, sie arbeiten sehr viel auch mit den Handys, wo sie dann Sachen zeigen und dann wird es nachher gemalt oder... Ja, aber ich sage nur, dass sie noch da ist, weißt? Und Ja, dass das sie ist so noch irgendwie wie Das ist gepflegt ja wird, oder? Dass sie noch da umeinander ist. Das ist ja dann Das eigentlich zeigt, auch- wie soll ich sagen, jetzt, ich bin noch nie in Sri Lanka gewesen, oder? Aber wenn ich dir so zulasse und wenn man so auf so etwas wie eine Wandtafel so schaut, oder? Wo ihr da geholfen habt, also das sagt viel über die Leute aus, oder? Ja. Nein, es ist dann natürlich, eben, wo wir dann das nächste Mal dort oben sind, die Wandtafel dort war, haben wir dann geschaut, das Hütli haben sie dann nachher im Garten von dem Haus von den Eltern, hat sie dann das Hütli aufgebaut als Kindergarten und hat dann zum Hocken für die Kinder sind nur so Holzrugel dort gewesen, also nichts mehr. Und dann haben wir dann gesagt, komm, also das hat ja funktioniert, oder? Weil die Wandtafel ist noch da, das hat funktioniert. Also können wir denen ja ein bisschen mehr helfen, oder? Und ich habe dann von einem sehr guten Kunden von mir, habe ich kurz bevor ich runtergeflogen bin nach Sri Lanka Geld bekommen. Und gesagt, komm, er hat eigentlich gemeint, ich soll einen besseren Flug nehmen, also weiter vorne hocken im Flüger. Und haben wir dann aber nicht gemacht, sondern gesagt, okay, vielleicht kann ich mit dem etwas machen da unten. Und dann eben das gesehen haben, dass das dort funktioniert, haben wir gesagt, okay, wir machen dann noch Möbel. Haben dann in Moratua draussen außerhalb von Colombo eine Schreinerei gefunden, wo uns das gebaut hat. Und dann haben wir das dort transportiert mit einem Musiker, den ich hier in Triesen kennengelernt habe, vorher. Hat mir dann dort geholfen, dann haben wir das transportiert, noch mit Schreibpapier, Farbstift und haben wir noch eingekauft und haben das dann denen aufgebracht. Und die natürlich das ganze Dorf zusammengelaufen und ein riesen Fest gegeben, wenn wir da gekommen sind mit dem Zeug. Und dann ist dann nachher der Bürgermeister von dem Dörfli auch noch zu mir gekommen und hat gefragt, wir haben ein kleines Problem, das Dach müsste man erneuern, weil die Blätter, was kostet das? Ja, 50 Franken etwa umgerechnet. Oder? Ich habe gesagt, ja komm, mach das. Oder? Und dann haben wir aber gerade so nebenbei noch gefragt, ja, wie wäre das, wenn wir ein richtiges Gebäude machen? Was würde das etwa kosten? Ja, das können wir so nicht sagen. Ja, gut, okay. Aber er tut sich darum kümmern. Und ich habe dann etwa 3-4 Monate, nachdem wir wieder da waren, habe ich so ein riesiges Kuvert bekommen. Mit Plänen drin, aufzeichnet alles, wie sie das Gebäude bauen wollen. Jeden Ziegel, jeden Nagel, jede Schraube, alles aufgeschrieben in Singalesisch und dann nachher daneben noch die englische Übersetzung und am Schluss eine Summe von irgendwo um die 4'500–5'000 Stutz.
Also der da? Das Gebäude. Also Ja. unterdessen ist es noch ein paar Mal vergrößert worden. Das Ja. war kleiner, gewesen, aber es ist das Gebäude gewesen, oder? Und dann hat man es genau sagen. Also Ja. auch es überrascht mich jetzt, weißt du, so, eben, dass er so aus der Ferne jetzt, aus dem Gespräch zu erfahren, oder? Also so sorgfältig auf die Wandtafel geschaut und auch bei der Wortwahl sorgfältig. Also kann man nicht so genau sagen jetzt, und da kommt so eine Kuvert über. Und da, was ist da? Das ist einer von meinen Lieblingsplätze in Sri Lanka, das ist Buduruvagala. Das ist im Richtung Süden runter, also von unserem jetzigen Hauptstandort, wo wir eigentlich sind, also die Ufa-Provinz, das ist eine von den ärmsten Provinzen im Land. Haben wir dort das Kinderheim und von dort abwärts etwa 1,5 Stunden so auf die Ebene runter, weil das ist am Südhang vom Bergmassiv, auf die Ebene runter. Unten nachher ist dann dort der Ring, das ist ein kompletter riesiger Felsen. Wenn man den ganzen Felsen sieht, sieht er fast aus wie die Silhouette von einem Elefant. Und dort ist dann, sind die Figuren ein wunderschöner Platz. Noch nicht so überfüllt von Touristen, weil das ist einer, der jetzt nicht auf der Hauptroute liegt und darum ist es eigentlich noch auch sehr ruhig dort. Jetzt kommen wir gerade so zum Punkt Religionen, weil da haben wir eine Moschee. Da haben wir jetzt die Moschee, das ist Habutale da. Das ist Habutale. Das ist ein wichtiger Bahnhof auch, auf der Bahnstrecke von Colombo rauf nach Badulla. Das sind so damals die wichtigste Teetransportstrecke gewesen, natürlich. Also, die Engländer haben da rein also Ingenieurleistung sensationelle Sachen gemacht für damalige Zeiten. Das ist sehr interessant. Auch. Und die Religion in dem Land, das Land ist eigentlich grundsätzlich der Beweis dafür, dass alle Religionen friedlich miteinander leben. Also welche Religionen hat es denn alles? Die Hauptreligion ist der Buddhismus. Ein etwas steil hierarchisch organisierter Buddhismus, der auch in der Politik stark ist, was sonst Buddhisten eigentlich nicht so sind, aber dort ist er sehr stark auch in der Politik drin. Kommt aus der Vergangenheit, dass alle die Könige von früher eben auch immer sehr stark mit dem Buddhismus vermischt sind und dass immer Buddhisten-Mönche auch immer in der Politik sind. Oder? Dann natürlich gibt es die Hindu, das ist die tamilische Religion, also die tamilische Minderheit ist vor allem Hindu, weil natürlich auch Indien, sie kommen ja aus Indien eigentlich, vor allem hinduistisch ist, und dann natürlich jetzt Moslem, auch sehr viel, also viel natürlich immer gegenüber den Dingen, also zum Beispiel Tamilen sind rund 15% von der Bevölkerung sind Tamilen. Die sind Hindu eigentlich zum Großteil. Nicht alle. Es gibt auch Katholen, natürlich katholische Religion ist dort. Es ist die verschiedenen englischen Religionen natürlich. Weil es ist die ganze Kolonialmächte, die dort drin waren, also angefangen hat das ja mit den Portugiesen, dann die Holländer und nachher die Engländer, die haben natürlich auch alles ihre Religion und ihre Sachen mitgebracht und gibt da sehr viel Geschlechter, zum Beispiel Pereira, de Silva und so weiter, sind alles portugiesische Geschlechter eigentlich, wo unten jetzt sehr grosse Geschlechter sind. Die Engländer haben viel hinterlassen. Das ist ganz klar, das hat natürlich geprägt. Oder? Und das funktioniert alles es ganz funktioniert gut auch. Ziemlich gut, weil... Und die Infrastruktur? Die Infrastruktur ist natürlich, ja, da sieht man jetzt gerade die Bahn. Also die Bahngleise sind natürlich, wenn man sie so gegen Düsen vergleicht, schon etwas kriminell zum Teil. Also es schüttelt recht, wenn man im Zug guckt. Es ist aber eine sehr breite Spur, also es ist die, glaube 1,20 Meter Spur. Nicht wie bei uns, nur die 1 Meter ist breitere Spur als bei uns. Dementsprechend ist es natürlich auch einfacher, die Schiene zu machen. Und es wackelt natürlich ziemlich und die Züge sind natürlich langsam. Also in den Gebieten, gerade jetzt in den Bergen, wo es dann ziemlich aufwärts geht, dort ist dann fast Schritttempo angesagt. Oder? Und wie leben denn da Menschen? Also, man sieht jetzt hier ein paar Häuser. Das sind jetzt zum Teil, also da, das eine dort sind sogenannte Leinhäuser,
Oder eben einfach die einfachen Häuser, das ist also Leinhäuser, ist wie bei uns Reihenhaus. Nur, dass dort einfach immer nur ein Raum das ganze Haus ist. Also, engere Reihenhäuser, als man das bei uns gewohnt ist. Und das Grüne da, das ist das, dort hinten ist das... Das ist Tee. Das ist Tee. Das ist Tee. Tee, der nachher dann bei uns landet im Ja, Supermarkt. also der Großteil davon landet. Also das ist die ganzen grossen Teefirmen, das sind natürlich die Unterliptons und so weiter, das ist alles. Oder? Und was verdient dort ein Arbeiter im Monat in Franken? Ja, das sind, wenn es gut geht, zwischen 50 und 100 Franken, also 60, 70 Franken, je nachdem. Also es ist natürlich verschieden, je nachdem, oder die sind oft wenige eigentlich im Monatslohn, sondern die sind alle als Taglöhner oder nach Produktion. Das heisst, was ein Teepflücker halt pflückt, wird gewogen und von dem gibt es Geld, aber das gibt es so. In dieser Größe ist klar, scheint für uns jetzt sehr wenig, wobei natürlich das Ganze drum und dran muss das Gesamtbild sehen. Ist gefährlich jetzt eben sagen, okay, der verdient noch 50 Franken im Monat. Mit diesen 50 Franken kann man da unten noch recht viel machen. Also nicht üppig, also kann nicht gross tun. Ein Dachbau zum Beispiel, hast du vorher erzählt, ja, oder? Eben, Im Kindergarten. Es ist einfach und vor allem das ist jetzt ja in der Nähe von Haputalera, das Bild, das ist noch schon ein kleines Städtchen. Hingegen in den Bergen oben, wo dann wirklich vielleicht nur ein paar hundert Leute in einem Dörfli wohnen und so, dort ist es natürlich dann schon noch viel schwieriger. Oder? Und dort ist dann vor allem auch so, dass die Familien fast Leibeigene sind von diesen Teefabriken. Und die haben auch kein grosses Interesse, dass die Kinder irgendetwas fest lernen, weil sonst gehen sie weg. Also sind sie dort nicht so sehr drauf. Und dann kommen wir mit den Kindergärten und mit den Schulen, oder? Kindergarten. Und der Kindergarten ist in Sri Lanka privat. Die Schule nachher ist obligatorisch vom Staat, dort wird alles gezahlt, aber Kindergärten müssen die Eltern selber zahlen. Wobei, wenn die Kinder eben nicht in den Kindergarten gehen, haben sie sehr schlechte Karten nachher für die Schule. Weil die beiden Sprachen, Tamilisch und Singalesisch, haben etwa 250 Zeichen. Also ich habe mit unseren 27 schon mehr. Es ist wahnsinnig. Oder und das ganze Gekringel, das hast du ja da auf dem Buch ja gesehen, wie das aussieht, das ist sehr kompliziert. Ja, und es ist ja wichtig, dass man das so früh wie möglich lernt, oder? Darum müssen die auch wirklich 2 Jahre Kindergarten haben vorher, damit sie mal die ganze Grundlagen haben. Also dort in der tamilischen Gegend wird Tamilisch natürlich vor allem die ersten Zeichen gelernt, es werden Zahlen gelernt, es wird das Rechnen mal das Wichtigste gelernt und so weiter. Und einfach der Schulbetrieb und alles, damit sie dann eben in der Schule Chancen haben. Und wir haben also von allen Principals, also das sind die Schulleiter und so weiter, haben wir immer sehr gutes Feedback von unseren Kindergärten. Sagen einfach, die Kinder, die aus unseren Kindergärten kommen, die sind in der Schule einfach schon besser und weiter. Weil eben wir haben wirklich das Glück, dass wir auch in Monragala, wo wir bei 10, 11 Kindergärten gerade beieinander haben, eigentlich in der Nähe, relativ, es ist dann gleich etwa eine Stunde vom einen zum anderen, weil die Strassenverhältnisse nicht so einfach sind. Dort haben wir wirklich Leute gefunden, die sich sehr für das einsetzen und einfach sich bewusst sind, was es heisst, dass die Kinder einen richtigen Start haben in die Schulzeit. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist so die Umgebung, gell? Das ist einfach, oder da vorne sieht man das, da vorne sind Teesträuche. Und da wird jetzt die hellen grünen Blättchen, das sind die Spitzen, das wird abgepflückt. Nur die hellen Blättchen werden gepflückt. Gehen wir nochmal an den Anfang zurück von Lanka Help. Wie ist das entstanden? Das ist entstanden eben aus, wo wir schon geredet haben, von dieser Wandtafel. Dann 4 Jahre später die
Möbel für den Kindergarten und dann nachher das Gebäude. Und der Felix ist natürlich die 4 Jahre, wo er da gross geworden ist, bei uns ist er natürlich immer im Laden gewesen, bei uns im Geschäft, hat dort mitgeholfen. Und wir haben natürlich sehr viele gute Kunden gehabt, die jeden Abend gekommen sind, um mit dem go spielen und schäkern und erzählen, weil es ist eben, mein Laden war auch damals schon im Städtlemarkt ein Treff gewesen. Hätte so geheißen, ja, oder? So geheißen, das war so gedacht gewesen. Ja. Und das hat dann dazu geführt, dass wir dann viel auch gesagt haben, du gehst ja, und das ist einfach von mir von Anfang an, nachdem dass ich gewusst habe, wir adoptieren Kinder, habe ich gesagt, ich will, dass die wissen, woher dass sie kommen. Das ist für mich einfach Grundprinzip, es ist nicht anders gegangen. Ich habe gesagt, ich will so viel wie möglich dort runter mit den Kindern, damit sie wissen, woher sie kommen. Und wir sind dann wirklich fast alle Jahre auf Sri Lanka für etwa einen Monat. Und aus dem heraus habe ich dann viele Kunden gehabt, die eine Spende für den Kindergarten, natürlich ist ja gerade eine grosse gewesen, aber ich habe viele Kunden gehabt und gesagt, du, ich habe gehört, du gehst wieder runter. Dann hast du noch einen Hunderter. Braucht das, macht dort unten etwas. Ihr habt ja von dem noch gar keine Ahnung gehabt, oder? Also ihr habt einen Laden gehabt, du und Luisa, und dann habt ihr das Gefühl gehabt, wir helfen einem Kindergarten, oder? Also gut, wie ist denn stark gewesen? Also die Idee überhaupt? Der Kindergarten Zigira hat sich dann ja eben aus dieser Wandtafel raus hat sich das dann ergeben. Ja, aber da braucht es noch Personal, braucht es einen Plan. Nein, gut, das hat ja immer so funktioniert, dass in allen Kindergärten in Sri Lanka ist es üblich, dass Kinder Geld mitbringen jeden Tag und mit dem Geld wird ein Kindergärtner gezahlt. Also das ist ja ein privater Kindergarten, also müssen die einfach die Kinder bringen pro Tag irgendeine Münze oder etwas mit und das gibt dann nachher am Schluss den Monatslohn von dieser Lehrerin. Und dann, wenn irgendetwas Spezielles ist, wird dann vielleicht noch, müssen sie ein bisschen mehr bringen, dann gibt es noch irgendeinen Ausflug oder weiß ich was, oder sie machen irgendetwas. Aber die sind voll und ganz einfach von den Schülern, respektive von den Eltern von diesen Schülern gezahlt. Also das Modell private Kindergarten? Ist der private Kindergarten, weil der Staat macht es nicht. Und das hat natürlich dazu geführt, dass nur die ein bisschen mehr Geld können, oder aber in denen, auch jetzt dort Sigeria natürlich so gewesen, dass die natürlich dann Ende Monat ist dann halt aber knapp geworden, sind dann nicht mehr alle Kinder in die Schule gekommen, sondern sie sind immer nur, solange sie Geld haben, sind sie in die Schule und dann, wenn sie kommen, sind sie nicht mehr gekommen. Das ist dir neu aufgefallen und dann haben wir ein neues Konzept gemacht, oder nein, wie? Das haben wir gar nicht mitbekommen, richtig. Okay. Sondern es ist dann so gewesen, dass wir, wo das Gebäude ja dann gestanden ist und der Kindergarten so wie funktioniert hat, ist dann Luisa auf die Idee gekommen, du eigentlich, wir haben gewusst, okay, das ist privat, die zahlen Schulgeld. Eigentlich könnten wir doch, weil wir ja eben von vielen Leuten im Laden immer wieder Geld bekommen haben, wir könnten ja eigentlich den Lehrerlohn zahlen. Wir haben gewusst, okay, das ist etwa ein 100er im Monat, so viel können wir ja, bringen wir zusammen. Das ist ja nicht das Problem. Also, und dann haben wir dann in einer Bankfiliale, die gerade neben dem Kindergarten neu entstanden ist, sind wir dann mit dem Chef dort von dieser Bankfiliale reden und haben ihn gefragt, wie wäre das denn, wie können wir den Lohn von dieser Lehrerin finanzieren, aber so, dass es sicher ist. Und nicht, dass sie einfach dann nachher keine Kinder mehr hat und einfach nur den Lohn abholt. Und dann hat er gesagt, ja, das können wir organisieren, das ist kein Problem. Er hat dann den Vorschlag gemacht, okay, ihr macht das Konto auf den Namen von dieser Lehrerin. Sie darf aber nur mit 5 Unterschriften von den Eltern das Geld holen. Also hat sich dann ein Elternkomitee gebildet, das das Ganze auch betreut hat und gemacht hat. Luisa hat dann darauf bestanden, dass es noch Frauen sind. Es haben ein paar Männer natürlich gleich auch wollen, weil sie das Gefühl haben, da gibt es Geld. Und dann hat sie aber gesagt, nein, es sind nur Mütter von diesen Kindern, die Gruppe sind. Und dann müssen 5 aus dieser Gruppe, das ist so eine, die hat alle 2 Jahre mal gewechselt, wo die Kinder, und 5 aus dieser Gruppe müssen unterschreiben. Und dann hat die Lehrerin können den Alltag abholen, Ende Monat. Und das ist dann, wir haben gesagt, okay, wenn schon, dann ein bisschen Rechte. Und sie hat sich entsprechend eingesetzt. Und dann haben wir dieser älteren Gruppe dann auch noch
Ding gegeben, die Ermächtigung, dass sie auch noch Geld für sich holen können, um den Kindergarten, also bestimmt, weißt, so Papier kaufen oder etwas machen, oder auch wenn sie Fester haben, haben sie dürfen ein gewisses Limit von abheben pro Monat haben wir erlaubt, damit sie auch können so wichtige Sachen oder mal etwas zu essen für alle und so weiter. Oder? Und wann hat es denn bei euch Klick gemacht, dass ihr auch könnt viel bewegen im Bildungssystem? Ja, das ist eigentlich schon aus dem heraus dann gegangen, wobei eben, das ist alles peu à peu gegangen. Das ist nie, es ist dann, der nächste Schritt ist dann gewesen, wir sind auch wieder einmal in dem Kindergarten auf Besuch gewesen. Und dann ist aufgefallen, dass eine von den Eltern, von den Müttern von den Kindern sehr gut Englisch können. Also er hat dann den Übersetzer gemacht auch. Unterdessen die junge Lehrerin kann jetzt schon ein bisschen Englisch, mit der kann man jetzt schon reden. Und die hat dann gesagt, oh, irgendwie, die kann nicht da aus der Region sein. Und dann ist sie dann auch, am Schluss ist sie dann gekommen, die Frau vom Arzt, vom Spital, geht ein kleines Rural Hospital daneben vom Arzt in dem Spital. Und eben hat es dann auch gefragt, ob wir das nicht würden anschauen würden. Ihr Mann hat dort ein paar Sachen vor und gesagt, ja, anschauen tun wir es gerne, aber ich kann nicht versprechen, weil wir haben ja kein Budget oder irgendwie so gehabt, sondern wir haben einfach gerade nur den Kindergarten am Laufen behalten mit ein paar Spenden, die wir bekommen haben und mit dem, was wir noch dazu gegeben haben. Mehr ist das nicht gewesen, oder? Und dann haben wir das Spital angeschaut, haben gesagt, okay, ich probiere es. Wenn ich Geld zusammenbringe, helfen wir dir, ein Spital auszubauen, also dass wir eine Zahnarztpraxis und eine Kinderabteilung, also ein Children Ward, also damit er hat gesagt, er hat das Problem, dass wenn Kinder bei den Müttern drin sind, gibt es immer wieder Infektionen und Übertragungen. Er würde Kinder gerne separat haben, also eine eigene Abteilung. Ja, macht Sinn. Foto gemacht. Am gleichen Tag am Abend, das Hotel haben wir Dambulla gehabt, das ist das nächste Städtchen daneben, und sind dann dort ins Hotel zurückgekommen. Ich habe meine Mail angeschaut. Ein Mail von der Ivoclar. Sie suchen jemanden, der uns zum Helfen in Liechtenstein für so ein Projekt. Nein. Das ist das, was du hast wollen sagen. Es ist immer so, das eine zum anderen gekommen. Also wir sind jetzt gerade so reingekommen, aha, der Kindergarten funktioniert so, aha, wenn wir das machen können, alle Kinder den ganzen Monat gehen, obwohl es noch im privaten System war, und dann über Kontakte auf einmal bei einem Spital gelandet. Ja, und dann die Ivoclar. Ivoclar hat dann gesagt, ja, das ist super, okay, machen wir. Und die haben dann den Neubau von dem Spital mitsamt der Dentalklinik hat natürlich für sie sowieso gepasst, oder? Ich habe dann am gleichen Tag Fotos zurückgeschickt und dann haben wir gesagt, okay bekommen, machen das. Also wie viele Jahre sind ihr dort schon unterwegs gewesen, wo das passiert ist mit dem Spital? Wann haben wir das gebaut? Ja, das ist etwa so vielleicht 15 Jahre, so ist das etwa gewesen. Also man hat hier im Land euch schon ein bisschen kennt. Jetzt nicht nur bei denen, die im Treff waren, sondern okay. Aber das Timing ist wirklich... Ja, ist perfekt gewesen, oder das ist nie, sagen wir, die Idee gewesen, ja, wir wollen jetzt da ein Hilfswerk aufbauen. Aber zu dieser Zeit am Anfang, sagen wir mal so in den ersten 5, von mir aus auch bis 10 Jahren, nimmt mir jetzt das noch Wunder, neben dem Arbeiten, neben der Familie haben und so. Wie viel Zeit habt ihr dort investiert für Lankenhelp? Das war nicht viel gewesen. Okay. Das ist nicht viel gewesen, weil das ist ja eben halt der Monat... Vor allem vor Ort. Der Monat, wo wir vor Ort waren, haben wir natürlich, das ist dann, oder, jetzt sind wir dann, klar haben wir auch Ferien gemacht, die haben meinen Kindern natürlich das Land zeigen, aber dort ist natürlich dann schon, es hat dann eben, wir haben natürlich dann auch schon Leute kennt wieder, eben der Musiker, der Mahesh, wo wir dann auch immer besuchen sind, und mit dem haben wir dann auch, er hat uns dann auch wieder irgendwie Ausflüge und wir sind irgendwo hingefahren, wo er uns etwas gezeigt hat, und das hat dann also eigentlich
wo das richtig, der Punkt, wo es dann wirklich mehr geworden ist eigentlich das gewesen. Die Luisa hat natürlich sich immer vorbereitet auf all die Reisen. Also sie hat sämtliche Reiseführer, die es gegeben hat, über Sri Lanka, hat sie, deutsch gesagt, schon fast auswendig können. Die sind alle voll mit Kleberli und wo man noch und was man noch, oder? Das, wo man noch anschauen könnte und so. Und unter anderem hat sie in einem Reiseführer hat sie etwas ganz Interessantes gelesen von einem Harry Haas, ein holländischer Pfarrer, der unten so etwas wie der Havelaar mit der Banane für Gewürz und Tee gemacht hat. Also so eine Fairtrade, ein Holländer. Und der hat sich gefunden, der wäre noch interessant, den wollten wir kennenlernen. Und er gewusst, wir sind ja dann mal in dieser Gegend. Also, da war es Bandaravela, gehen wir den besuchen. Und dann haben wir einfach dort mal gesucht und ihn dann auch gefunden. Und mit ihm etwa 2 Stunden lang gelaufen und erzählt und einfach so über Gott und die Welt und weiss ich was alles. Und ja, wieder weiter, ist nichts mehr passiert und dann ein Jahr oder 2 später haben wir gefunden, ja, wir könnten den wieder mal besuchen und sind wieder dorthin. Und dann war aber nicht mehr dort gewesen. Hat es gesagt, ja, er sei jetzt im Lower Vihargala Farm, hat das geheißen, irgendwo zu Haputale weiter unten. Haben ihn dort angefunden. Und der war dann dort in einem Gelände drin, wo Vater Bosco, das war auch ein katholischer Priester, aber ein Tamil, von Jaffna Tamil, wo dort das Kinderheim ein kleines hatte. Und hat dort auch hat eben so Häuser gehabt und so, und sind beides katholische Pfarrer gewesen, also er hat bei ihm einfach ein bisschen Abstand gebraucht vom anderen, weil er eben hat zum Teil schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Ganzen. Weil es ist natürlich zu dieser Zeit ist eine Kriegszeit gewesen, sehr schwierige Verhältnisse dort unten. Oder? Ja, und dann sind wir bei dem gewesen, und dann haben wir eben den Vater Bosco kennengelernt und am ersten Abend sind wir jetzt zusammengehockt und haben erzählt. Es war dann wieder hell gewesen, als wir aufgehört haben zu erzählen. Er ist auch so ein angefressener Techniker. Er hat einen eigenen Wasserstromgenerator gehabt, also ein kleines Kraftwerk gehabt. Er hat eine Biogasanlage hat er gebaut. Er hat die verrücktesten Sachen gemacht. Also er war auch so ein Bastler gewesen. Da haben sich 2 getroffen. Oder? Und wir haben sofort gemerkt, dass es funktioniert. Und dann hat wir sind dann dort nachher noch am nächsten Tag wieder auf Weg und dann wieder hin. Und dann hat Luisa irgendwann gemeint, du, eigentlich könnten wir doch, es sind glaube 20 oder 25 Kinder in diesem Kinderheim. Wir könnten doch eigentlich probieren, ob wir nicht diesen Kindern helfen und Paten finden für die Kinder. Also machen wir mal von allen Kindern ein Foto. Okay, habe ich von allen Kindern ein Foto gemacht. Als wir heimgekommen sind, ist es 14 Tage gegangen und meine Frau hat sämtliche Patenschaften verkauft. 45 Franken im Monat, das ist für die Unten sehr viel Geld gewesen, das hat wirklich viel gedeckt. Und so das ist dann weitergegangen. Und aus dem heraus ist es einfach ein eins andere gegeben. Aber ihr habt vor allem am Anfang immer, durch die Zeit, wo ihr einen Monat unten sind, einfach halt die Augen offen gehabt und gewusst, ja, wenn es etwas ist, oder sind wie so parat gewesen, um zu sehen, was es hat, was wir können verbessern, oder? Nein, es ist eigentlich, die Idee ist nie, also von Anfang an nie die Idee, dass wir irgendwie eine Art Hilfswerk aufziehen. Das hat sich einfach aufgrund von dem, dass wir mal den Kindergarten gebaut haben, ist natürlich dann bei all unseren Kunden klar gewesen, die machen dort unten etwas. Ja. Oder das hat dann dazu geführt, später, dass wir dann halt haben müssen einen Verein machen, weil wir einfach schon langsam zu viel Geld bekommen haben. Ich habe das nicht mehr privat einfach verantworten, weil sonst kommt einer auf die Idee. Aber wenn sagst du, dann sind wir bei Hilfswerk angekommen, bei Lanka Help? Ich würde sagen, dort, wo wir den Verein gemacht haben, ist es dann schon langsam klar gewesen. Und nachher im 90, wo wir dann die Stiftung gemacht haben, ist es dann wirklich definitiv
klar gewesen, dass es jetzt ist ein Hilfswerk. Oder jetzt ist Dann ist auch anders geplant worden, oder ist das immer noch so ein bisschen in dem Groove geblieben? Ja, es ist schon also anders geplant. Wir haben natürlich schon immer auch ein Budget gemacht, wir haben geschaut und wir haben natürlich auch ein bisschen immer einfach von der Hand ins Maul gelebt, in dem Sinn, dass wir, wenn wir Spenden bekommen haben, haben wir etwas können machen. Wenn wir da unten ein Projekt gesehen haben, das man könnte machen, dann haben wir das da unten aufgenommen, haben geschaut, was kostet das etwa und haben dann versucht, da oben Sponsoren zu finden, die das finanzieren. Und das hat dann eigentlich immer so funktioniert. Oder? Und wie sind ihr aktuell aufgestellt? Wir sind jetzt eben immer noch eine Stiftung, also meine Frau und ich und Romano Reinberger sind Stiftungsrat. Wir schicken ungefähr 300'000 im Jahr nach Sri Lanka. Da sind natürlich jetzt eben unterdessen viele zusätzliche Projekte dazugekommen. Da ist viel passiert. Wir haben natürlich auch viele Fehler gemacht, ganz klar. Wir haben etwa die wieder mal einen Bock geschossen oder hat etwas nicht geklappt, wie wir es wollen. Dann hat man halt abgebrochen und das versucht anders zu machen, das ist klar. Man lernt auch mit dem Ganzen. Es war ein Prozess. Darum, eben, es ist eigentlich gut gewesen, dass man nicht grosszügig, sondern wirklich Schritt für Schritt und Learning by Doing. Und viel eben mit Kindern und mit Bildung. Und da gibt es, glaube ich, auch schon einige Erfolgsgeschichten, wo jetzt zum Beispiel Karrieren entstanden sind, wo wahrscheinlich ohne euch nicht hätten können passieren, oder? Nein, klar, wir haben durch das, eben, dass wir das schon so lange machen, hat natürlich, oder, also wir haben Kinder, die aus dem Kinderheim, also wo zum Beispiel mit 6, 7, 8 Jahren in das Kinderheim gekommen sind, wo keine Eltern mehr hatten oder Teileltern nicht mehr hatten oder sonst irgendwie ein Problem daheim, wo dann nachher im Kinderheim auf die Schule vorbereitet und weitergeführt worden sind. Sie haben nachher den O-Level gemacht, sie haben den A-Level gemacht, sind nachher in die Universität und nach der Universität natürlich angefangen zu arbeiten und so. Also wir haben einen, der wirklich aus einer Blechhütte in Batticloa draussen, also wirklich aus einer Blechhütte aus von dieser Familie aus einem Dörfli kommt, wo jetzt Anwalt in Colombo ist. Ja, so Sachen haben wir natürlich viel so. Es gibt sehr viel solche. Muss ja nicht auch immer ein Anwalt werden, oder? Nein, aber ich meine, nur schon wie du vorher am Anfang erzählt hast, oder, wie wichtig das ist mit der Sprache, oder? Und eben das ABC ist ja eigentlich nichts dagegen, oder? Und das sagt man ja bei uns auch. Also man will ja, glaube ich, ziemlich fest schauen, dass Kinder schon mit 3, also bei uns jetzt halt Deutsch können, oder? Weil man merkt, dass es sehr wichtig ist, weil das nachher nicht mehr kannst aufholen. Also, oder das geht lang. Ja, das weiss man ja, dass Kinder ab 3 bis etwa 5 die grösste Lernkurve haben, oder? Dass dort am meisten passiert. Oder? Und darum, wenn man dort richtig schaut, haben sie es nachher einfacher. Aber du hast jetzt wie so aufgehört, so finde ich vom Karriereweg mit erzählen, Kinderheim, Kindergarten, aber ihr sind ja dann schon noch in weitere Institutionen drin, organisatorisch, ja, also, oder? Es hat natürlich aufgrund von dem, dass wir dann hier oben nachher die Stiftung gemacht haben, haben wir dann auch hier unten natürlich versucht, eine gewisse Struktur ins Ganze zu bringen. Also wir haben hier unten jetzt eine sogenannte Sozialfirma. Also das ist eine Limited, also Rise and Shining heißt das, ist eine Limited-Firma, die einfach als Sozial, wie bei uns gibt es ja glaube ich auch den Status von Sozial GmbH oder so irgendetwas. Und mit dem natürlich haben wir dann auch wieder können das professionalisieren ein bisschen mehr. Wir haben unseren Leiter von dem Projekt unten, das ist der Rajadurai. Er ist, haben wir kennengelernt im Kinderheim vom Pater Bosco, er hat dort ausgeholfen, ist Geschäftsmann vorher, hat also eigene Firmen gehabt und so weiter. Also er kennt sich wirklich aus und ist jetzt unterdessen natürlich nur noch vollamtlich für uns tätig. Hat noch kleine Bauernerei daneben, einfach so, weil er das gerne macht. Und dann haben wir noch
der Cyril. Cyril ist ein Rechtsanwalt, tamilischer, wo das ganze Bindeprojekt, also der Menstruationshygieneprojekt leitet und führt, mit seiner Frau zusammen. Und für ihn haben wir eigentlich auch eben, um uns zum Teil, eben, weil wir natürlich jetzt unterdessen eine Größe haben, wo wir ein bisschen absichern auch und aufpassen. Weil ganz am Anfang sind wir natürlich total unter dem Radar von irgendetwas geflogen. Und auch ganz bewusst, weil während der Kriegszeit ist es nicht so einfach gewesen. Also wir sind natürlich x-mal viel Schwein gehabt. Heinz, das tönt ja nach einer spontanen Erfolgsgeschichte. Man geht einmal über, kommt zur richtigen Zeit ein gutes E-Mail über. Ein paar Jahre später geht man schon mit einem Reiseführer über. Jetzt hast du erzählt, sind ein grosser Verein, Stiftung 300'000, die Erfolgsgeschichte zum Beispiel, dass man es an einer Person könnte, erleben mit dem Anwalt. Was sind denn so die Schwierigkeiten gewesen? Ja, Schwierigkeiten hat es viel gegeben, das ist klar. Wir haben immer wieder Probleme gehabt mit Leuten, die probiert haben, uns quer zu schiessen oder halt auch. Und vor allem natürlich einigermaßen problematisch ist immer damals während der Kriegszeit gewesen. Oder? Der Bürgerkrieg wirklich voll gelaufen ist natürlich auch zum Teil gefährlich gewesen. Also wir haben nicht überall hin können. Wir sind aber gleich alle Jahre gegangen. Wir sind alle Jahre runter gewesen, ja. Ich habe einfach gesagt, die Chance, dass das da von einem Auto überkarrt wird, ist gleich gross. Also von dort her haben wir gesagt, okay. Aber trotzdem, wir reden jetzt über Schwierigkeiten. Es ist eine Einstellungssache, ist ja cool, oder? Aber nein, wie sind die Verhältnisse denn gewesen? Ja, also erstmal absolutes Misstrauen überall. Es ist einfach, vor allem, du hast nicht können mit jemandem in der Öffentlichkeit über die Regierung oder über irgendetwas reden. Das ist nicht gegangen. Da bist du sofort abgelockt worden. Sondern es ist einfach im privaten Kreis, die du gut kennt hast, dort haben dann sowohl Singalesen wie Tamilen haben geflucht über das ganze Theater, was sie da machen, weil sie haben alle so satt gehabt. Die sind wirklich satt gehabt. Ich war da unten, wo gerade ein Waffenstillstand beschlossen worden ist, und da hast du gemerkt, jetzt atmen alle auf. Leider hat es den nicht gegeben. Aber da ist von allen rundum und alle gefunden, jetzt endlich. Das war so mühsam gewesen. Du hast überall Roadblocks gehabt, also du bist überall kontrolliert worden. Und auch wieder so Feinheiten, die Tamilen sind natürlich anders behandelt worden als die Singalesen. Also wenn du im Bus gefahren bist und so eine Polizeikontrolle oder Militärkontrolle gehabt hast, dann haben die Tamilen müssen aussteigen. Die anderen dürfen drinnen hocken, Touristen auch. Und dann sind die auseinandergenommen worden, deutsch gesagt, und auch behandelt worden wie... Und im Kindergarten? Also, weil du hast am Anfang von unserem Podcast erzählt, ja, das ist eigentlich ein Land, wo man kann sagen, dass mit den Religionen passiert gut. Jetzt hast du schon vorher erzählt von Krieg, jetzt sind wir bei dem Block, wo es wirklich um die extreme Seite geht. Im Kindergarten ist, denke ich, das auch alles so ein bisschen gemischt gewesen, oder wie ist das denn gelaufen? Also, gut. Der Kindergarten ist natürlich, also der hat sigiert, aber das war ein singalesischer gewesen. Bis dort rauf, zu diesen wichtigen Touristenpunkten, haben sie Touristen gelassen. Weil ganz klar, von dem haben sie ja gelebt. Weil das Land hat ja Sitz. Also dort hat es keine Spannungen gegeben? Es hat schon gegeben, aber du hast ja viel Militär auf der Straße gehabt. Es ist halt einfach, aber es ist sicher gewesen. Oder? Weil da sind überall Leute mit Bleispritzen rumgestanden. Das ist immer sicher gewesen, oder? In dem Sinn. Aber natürlich, wenn du dann mit den Leuten wirklich privat hast können reden, dann hast du dann schon erfahren, dass da nicht alles so super ist. Oder? Und ist es dann auch mal schwierig mit den Unterstützern von da, von Liechtenstein? Also Eigentlich nicht. Das ist sogar eher noch ein Punkt, wo ich gefunden habe, also denen muss man ja, oder, da muss man schauen, dass denen geholfen wird, weil das ist ja schlimm, oder? Weil es ganz klar ist, der Konflikt ist zwischen ist ein politischer
Konflikt gewesen und nicht ein ethischer. Also es ist nicht um Ethnie in dem Sinn gegangen, sondern es ist ein rein politischer Konflikt gewesen, weil die Jaffna-Tamilen, das geht auch zurück auf die Kolonialzeit, die sind von den Engländern immer ein bisschen bevorzugt worden, weil sie die Schaffiger waren als die Singalesen. Aber natürlich die Minderheit. Und die Engländer haben natürlich die Tamilen aus Tamil Nadu auch reingeholt, weil die sogenannten Kolonialtamilen, die über den Bergen gelebt haben, die sind von den Engländern aus Tamil Nadu nach Sri Lanka reingeholt worden, von Indien. Und die haben natürlich schon ganz andere Vorbilder gehabt. Durch das sind die dann immer auch, viele von denen sind dann Chefs geworden, was den Singalesen natürlich nicht so mögen haben. Also das mit dem Krieg eine heisse Phase bis 2009 und die sind trotzdem jedes Jahr runter und haben trotzdem können helfen und halt Glück gehabt, oder? Ja, so. Oder ist ja im grossen Umfeld von Lanka Help etwas Tragisches passiert? Zum Glück nicht. Also, dort, also bei unserem Projekt so haben wir das nie gehabt. Wo der Krieg dann fertig war, ist es natürlich dann ein bisschen einfacher gewesen, sich zu bewegen im Land, das ist klar. Und nachher war dann noch der Tsunami gewesen, der auch wieder sehr viele Probleme gemacht hat. Vor allem sind dann sehr viele Kinder ins Kinderheim gekommen plötzlich, wo wir dann dort aufgenommen haben. Wir haben gesagt, okay, da habe ich dann gleich, zuerst habe ich überlegt, ob ich runter soll, ich gefunden, nein, das lassen wir Profis machen, das ist nichts für mich. Wir machen dann nachher. Und es ist dann auch so gut rausgekommen auf die Art, weil Sri Lanka ist an dem Tsunami nicht kaputt gegangen. Aber am Geld, das nachher gekommen ist das kaputt gegangen. Sehr viel ist dort kaputt gegangen. Weil die sind einfach überfüllt worden. Es gibt dort Storys, das ist ein absoluter Horror, was dort alles passiert ist. Nachher. Tsunami, klar, ist eine absolute Katastrophe. Es sind viele Leute, wir kennen die Leute, die einer allein von der ganzen Familie noch übrig geblieben ist, die anderen weg und so weiter. Das ist vielmal passiert. Aber was nachher passiert ist fast noch schlimmer gewesen, meines Erachtens. Ja, kann man wahrscheinlich, ich verstand, was du meinst, aber das kann man wahrscheinlich gerne nicht so vergleichen. Jetzt sind wir wirklich bei krassen Schwierigkeiten gewesen. Und ich probiere es jetzt so, es gibt doch sicher viele buddhistische Weisheiten, die du weißt. Ich kenne ein bisschen einfachere, nach dem Regen kommt die Sonne. Und da haben wir so ein wunderschönes Landschaftsbild, das du uns mitgebracht hast. Ich nehme jetzt mal an, das nimmt mich jetzt noch Wunder, wie du das hast. Du hast jetzt erzählt viel, was Luisa so liefert, der Forscher, was er alles macht, wenn wir dort sind. Und eben, ich glaube, schon früher ist der Felix auf dem Dach auch gesehen, ja, oder? Und der Stefan wird wahrscheinlich auch geholfen haben. Ist natürlich auch, und ist auch jetzt noch am helfen. Felix hat keine Zeit mehr so sehr, er ist anderweitig sehr beschäftigt, aber der Stefan ist immer noch beim Helfen, kommt auch jemand mit wieder und schafft das auch mit. Also das sind sicher fließige Ferien, aber wenn man so ein Foto macht, da, hat man auch mal einen Moment zum Geniessen und so. Ja, ich meine, das Land, es ist nicht von ungefähr, dass Millionen von Touristen pro Jahr dort runtergehen. Das ist nicht von ungefähr. Das ist ganz klar, es ist ein Paradies. Halt mit den üblichen Fehlern, die Paradieser haben auf unserer Welt. Und wenn man so gut gegessen hat und Power hat, gell, dann kann man auch sporteln. Es gibt noch andere Fotos, die es jetzt gerade nicht da rauf geschafft haben, wo man die sieht, glaube ich, Federball spielen, oder was machst du? Ja, mit dem Zonal Director. Was spielen sie denn da so? Also das ist vor allem Badminton. Badminton, also in Sri Lanka Sport ist Cricket. Und dann nochmal Cricket. Und dann nochmal Cricket. Wie bei uns Fußball. Okay. Also das ist das. Cricket ist alles. Und dann ist Badminton also in der Schule vor allem Badminton sehr beliebt. Und sonst andere Sportarten, also Fußball gibt es auch, machen es auch etwa, aber einfach aufwärmen. Ja, je nachdem.
Aber eben, also Cricket ist einfach das und sonst halt. Und das ist jetzt, die Halle haben wir in Bandaravela gebaut. Das ist ein Lankenhelp. Das ist ein Projekt von uns. 100%. Ja, also auch wieder so einen richtig schönen Zufall. Wir bekommen eine Anfrage über von einer Stiftung, die sagt, wir müssen das liquidieren, wir hören auf. Unser Hauptziel ist Sport. Habt ihr irgendein Projekt in Sri Lanka mit Sport? Und ich sagte, ja, eigentlich nicht, aber wir könnten mal schauen. Und dann haben wir mit unserem Manager geredet und gesagt, du, wir hätten da jemanden, der uns Geld geben für irgendeine Sportgeschichte. Sagt er, oh ja, Bandaravela, das Tamil College, hat keine Sporthalle. Sollten aber haben, das sind, glaube ich, um die 500-600 Schüler. Die Schulen sind dort immer, meistens, wenn es Schulen sind es gross, viele Kinder. Und dann haben wir gesagt, ja okay, machen mal eine Schätzung, was kostet das und so weiter. Haben das dieser Stiftung gezeigt und gefunden, mal machen wir. Jetzt war es so, der Staat hat da eine Sporthalle bauen, hat die Regierung wieder gewechselt, haben sie es wieder sein gelassen. Also sind auf die Seitensäulen ein paar sind gestanden, Teil haben wir abreißen und dann hat man es verstärken und dann hat das dann die Halle gegeben. Und haben das dann gebaut. Und jetzt eben das Jahr haben wir sie dann offiziell eingeweiht. Nicht vorne die Tafel mit dem Ding, mit dem Zonal Director, also das ist der Chef vom... Da sieht man es nochmal, ja. Ah, so, super. Also der rechts, der da zieht, das ist der Direktor von allen Schulen im Einzugsgebiet Bandaravela. So, und dann nachher gibt es so einen lustigen Moment, gell? Und das hat mir gefallen bei der Fotoauswahl. Das Gefährt da. Und ich glaube, das verbindet jetzt irgendwie noch einiges. Du hast am Anfang erzählt von deinen Bastelzeiten schon in der Schule. Und das Auto ist ja auch ein bisschen gebastelt, oder? Ja, das ist, also gut, bastelt ist jetzt ein bisschen übertrieben. Das ist eigentlich schon moderner. Also die allerersten Lastwagen, die sind heute... Ja, ich meine, was drinnen ist. Ja, ja. Heute findest du noch ganz selten die alten Lastwagen, die Tata, sind ja indische, wo wirklich alles aus Holz ist. Da ist jetzt nur noch der hintere Aufbau aus Holz. Und das ist während dem Singhala Tamil New Year. Das ist zur gleichen Zeit wie bei uns Ostern ist. Haben die eine Woche lang ist da wirklich, steht praktisch ganz Sri Lanka still. Und alle sind irgendwo auf Weg. Und da man eben so ein Auto natürlich hat und meistens eine grosse Familie, dann lädt man da einfach ein paar Möbel rein und geht mit dem dann auf Weg. Also da sieht man die verrücktesten Sachen und eben so ein bisschen Büsschen und so mit überfüllt bis zum geht nicht mehr. Und die fahren dann zu etwelchen Tempeln oder irgendwo hin, um das Ganze zu feiern. Und da ist aber das ganze Land irgendwo auf Weg, aber Beizen oder Läden und so weiter sind die meisten zu. Ausser das sind Muslimen, was natürlich viele sind. Muslime sind ja bekannt, dass sie eigentlich Geschäftsleute sind. Die haben dann offen. Die haben dann ihre gute Zeit. Dann. Jetzt kommt mir da eigentlich nochmal etwas in den Sinn zum Verbinden bei dem letzten Bild, das wir jetzt hier haben von dem Podcast. Also okay, basteln habe ich jetzt nicht so gemeint, aber man kann sagen, da kann man umbauen, umflicken, so einen Wagen. Es ist Lankenhelp drin. Silvester ist drin. Könntest du fast noch mal so den in einem Jahr beides machen. Silvester DJ da, zwar tut's und nein. Aber ich muss sagen, es ist sehr, sehr eindrücklich, weißt, wie Spontanität, aber auch die Vielseitigkeit von dir und auch von der Luisa jetzt so viel bewegt hat, jetzt schon bei Lankenhelp, bei diesen 37 Jahren. Wie soll es gehen bis zum 40-Jährigen? Ja, wir sind jetzt momentan die ganze Zeit über das am Diskutieren und da müssen wir überlegen. Weil eben, ich bin 53 Jahre gegangen, also bin
also doch ein älterer, und ewig kann ich das nicht mehr machen. So gerne ich es mache und so toll, dass es ist, ewig mache ich das nicht mehr. Und wir sind jetzt eigentlich ein bisschen auf der Suche, was soll er machen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder finden wir wirklich Nachfolger, Leute, die das weiterführen wollen. Mir ist ganz klar bewusst, so spinnen wie wir zwei, dass wir das Leben lang gratis machen, das wird es nicht mehr geben. Also wir haben schon vor, das Ganze zu professionalisieren und zu sagen, okay, wir suchen Junge, die bereit sind, im Sozialbereich zu arbeiten oder irgendetwas machen wollen, die vielleicht auch die entsprechende Ausbildung haben, würde natürlich helfen, die dann natürlich nach Sri Lanka gehen, dort unten arbeiten und da arbeiten, vor allem eben Buchhaltung, Controlling, Fundraising, das Wichtigste vor allem, oder das mit den Leuten reden, schauen, dass man so wieder Geld bekommt und so weiter, dass man dann eine Art Geschäftsstelle baut und das versucht wirklich zu professionalisieren. Das wäre so die Idee, die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist so schade und so traurig, dass es ist, dass man einfach sagt, okay, die nächsten 3-4 Jahre steigen wir einfach langsam aus. Und man sagt, okay, wir müssen hören, es geht nicht mehr anders, das Ganze reduzieren, einzelne Projekte abschließen und sagen, okay, jetzt ist es halt fertig. Oder? Was natürlich sehr wehtut, ganz klar, weil da hängt viel dran. Wir haben so viele Leute dort unten und viele Freunde, auch und viele Bekanntschaften, wo es weh würde, wenn wir dort aufhören müssten. Aber ist halt leider, wenn es nicht funktioniert, dass man irgendeine Situation findet, wo man weitermachen können. Wir haben auch schon überlegt, gibt es eine Möglichkeit zu fusionieren mit irgendeinem anderen Hilfswerk, wo wir es miteinander das machen und uns langsam zurückziehen. Also, es ist schwierig. Wir hoffen natürlich, dass es einen Weg gibt, dass Lanka Help super weiter machen kann. Ich meine, was ihr jetzt da alles aufgestellt habt und auch die ganzen Kontakte habt, wie du sagst, ja, man eigentlich heute niemand mehr findet, der das machen kann, findet man sicher jemand. Wenn auch ihr mithelft und das verbreitet und erzählt, was es da jetzt zum Weiterführen gibt bei Lanka Help. Da bin ich überzeugt, dass irgendjemand, der da draussen jetzt zulässt oder zuschaut, vielleicht kann zu einem weiteren, so magischen oder super Zufall helfen, wie wir es ja schon so viel Mal erlebt haben. Also ich danke dir auf jeden Fall ganz fest für das Gespräch und den Besuch hier bei uns im Podcasthaus. Also ich kann es danken. Es ist für mich natürlich eine riesen Ehre, da dabei zu sein und das dürfen einmal so zu erzählen. Vielen Dank für die Einladung. Die Ehre ist bei mir, Heinz. Und jetzt noch einmal ein Aufruf. Wir machen es ganz einfach. Weiterverzählen, teilen, kommentieren und weitere Informationen zu Lanka Help und wenn ihr auch spenden könnt, gibt es da in der Beschreibung und auch im Kommentar verlinkt. Danke fürs Zuschauen und danke fürs Zuhören. Bis zu der nächsten Folge hier bei Auf Besuch im Podcasthaus. Macht's gut. Auf Besuch im Podcasthaus.li in Zusammenarbeit mit der Stiftung Lanka Help.